Grüezi miteinander, ich bin der Troy. Willkommen bei einer weiteren Folge von Troy's Tech Talk. Wir schauen uns heute coole Produkte für Streamer von Elgato an. Wir packen die aus und schauen mal, was die so können. Wir fangen an mit dem Stream Deck Plus und machen mal die Box auf. Wir haben hier natürlich noch das Zubehör, das dabei ist, Garantiebestimmungen und ein Handbuch. Und natürlich das Gerät selber. Stream Deck Plus, schönes Design, wie ich finde. Mit einem stabilen Standfuß. Und das Ganze wird mit einem USB-C-Kabel am PC angeschlossen. Stream Deck Plus umfasst 8 LCD-Tasten, wie man sie von den Stream Decks sonst auch kennt. Unten dran haben wir eine LCD-Touchleiste, wo man zusätzliche Informationen abbilden kann zu den Drehreglern. Und die Touchleiste dient auch zum Hin- und Herwechseln von den Seiten. Und ganz unten haben wir 4 Multifunktions 360-Grad-Drehregler, wo auch gleichzeitig ein Button sind, also man kann draufdrücken. Wir entfernen hier noch schnell die Folie vom Standfuß und stecken das Ding am PC. Man kann übrigens den Standfuß entfernen, nur das Problem, das man noch hat, ist, dass dort auf der gleichen Seite ja auch der USB-C-Anschluss ist, der dann halt den Weg kommt, aber je nachdem verbastelt er etwas. Hier haben wir Stream Deck Plus im Vergleich zu 2 anderen Stream Decks. Wir haben ganz links Stream Deck Mini, in der Mitte Stream Deck XL und rechts Stream Deck Plus. Und für was kann man jetzt genau das Stream Deck Plus brauchen? Für vieles. Ich muss ehrlich sein, ich könnte ohne Stream Decks allgemein nicht mehr. Also ich brauche Stream Decks natürlich zum Streamen, ich brauche es zum Arbeiten, Videos editieren, Audio editieren. Man kann natürlich Haufen Funktionen auf die Tasten legen, die man immer wieder braucht beim Streamen, zum Beispiel Szenenwechsel oder ganze Aktionsabläufe. Und was natürlich am Stream Deck Plus nice ist, man hat natürlich hier die Drehregler, wo man zum Beispiel kann die Lautstärke regeln von Programmen, man kann die Lautstärke regeln von OBS-Quellen und man kann zum Beispiel auch die Helligkeit von Keylights verändern. Und man kann, also jeder Button hat nochmal einen Knopf, den kann man drücken, da kann man auch nochmal eine Aktion drauflegen. Und man sieht hier auf dem Display kann man übrigens auch die Seiten hin und her swipen. Genau. Und wir schauen uns jetzt einmal schnell an, was so meine Anwendungszwecke sind, wie ich zum Beispiel so einen Stream Deck Plus brauche in meinen Streams. Ein paar Beispiele von Aktionen, die man hinterlegen kann, die einem Streaming-Leben einfacher machen. So, das ist mein Stream Deck Plus, das ich im Einsatz habe für meine Streams, mit der Einstellung, die ich brauche für meine privaten Streams auf twitch.tv/troyhammaren. Und was ich hier eingerichtet habe, sind Indikatoren auf der ersten Seite, auf den Buttons. Es sind nicht unbedingt Buttons, die ich jetzt bedienen kann, mit Ausnahmen. Das sind wirklich Infos, die mir angezeigt werden, wo ich gerade auf den ersten Blick sehe, ob zum Beispiel ein Hype-Train am Laufen ist. Das würde blinken, wenn das der Fall ist. Ich sehe, ob meine Kanalpunkte pausiert sind. Ich sehe zum Beispiel auch, ob eine Umfrage am Laufen ist, ob eine Vorhersage am Laufen ist oder ob Werbung abgespielt wird bei den User. Das ist zum Beispiel ein Knopf, den ich tatsächlich drücken kann, um auch Werbung abzuspielen. Das habe ich so ein bisschen kombiniert. Ich habe hier auch direkt den Death Counter eingerichtet. Den brauche ich nämlich recht häufig. Wenn ich gestorben bin, muss ich da einfach auf das Knöpfchen drücken. Ich habe unten durch diverse
Quellen im OBS hinterlegt, wo ich die Lautstärke steuern kann. Ich kann zum Beispiel die TTS-Lautstärke über diesen Dreiknopf regeln. Wenn ein Clip abgespielt wird, und da sind die Lautstärken immer ein bisschen unterschiedlich, kann ich das hier sofort regeln. Ich habe meinen HDMI 2 Eingang, also von der Capture Card, da kann ich auch direkt die Lautstärke regeln davon. Und Notification Sounds, wo man das Chatty abspielt, kann ich da auch regeln. Wie gesagt, mit der Swipe-Bewegung auf dem Touchscreen kann man Seiten hin und her blättern. Ich habe auf der zweiten Seite noch diverse Effekte, die ich abspielen kann. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Ich habe da auch nochmal Lautstärke vom Browser, die ich einstellen kann, Lautstärke vom Spotify, das ich einstellen kann. Und ein anderes Beispiel ist, ich habe hier Keylights hinterlegt auf den Drehregler. Das heisst, ich kann sie regeln. Ich kann heller und dunkler machen für beide Keylights, die ich habe. Ich kann die Farbtemperatur hier direkt verstellen, was ich eigentlich nie mache. Das Praktische ist auch, ich kann Keylights ein- und ausschalten, indem ich auf den Drehregler drücke. Eine weitere Seite, die ich hier auf meinem Stream Deck Plus angelegt habe, ist eine, wo ich meine Angriffe habe für meinen Bosskampf. Wer häufiger mal bei meinen Streams dabei ist auf meinem Channel, kennt das vielleicht. Ich habe einen Bossfight selber programmiert und in diesem Bossfight habe ich auch Angriffe, die ich ausführen kann. Und da habe ich direkt die Knöpfe für die verschiedenen Angriffe. Das heisst, ich muss da nicht lang suchen, ich muss keine Befehle eingeben, sondern ich kann da einfach aufs Knöpfchen drücken. Das sind übrigens jetzt Aktionen, die mit dem Streamerbot verbunden sind. Das heisst, das Tool, das heisst Streamerbot, hat auch ein eigenes Stream Deck Plugin und so kann man eigentlich dann direkt Aktionen im Streamerbot per Knopfdruck ausführen. Wir machen weiter mit dem Stream Deck Pedal. Wir machen die Box auf und da haben wir auch direkt das Gerät. Wir haben 3 Pedale, auf der Hinterseite einen USB-C-Anschluss, das Ganze in einem schlechten Design. Natürlich haben wir das Handbuch auch noch. Read the Manual. Was auch noch dabei ist, sind verschiedene Federsets. Man kann mit denen den Widerstand der einzelnen Pedale einstellen. Wir haben natürlich das USB-C-Kabel. Das Stream Deck Pedal hat 3 Fußpedale, die über Stream Deck Software konfigurierbar sind. Wir schauen schnell unter die Haube und lösen die 6 Schrauben. Dort kann man nämlich dann die Federn austauschen, die wir vorhin gesehen haben. Das ist auch relativ einfach erledigt. Ich persönlich habe einfach die Standardfedern installiert. Ich finde die perfekt. Und wir schliessen das Stream Deck Pedal am PC an. Stream Deck Pedal, etwas, wo ich lange darauf gewartet habe, wo dann Elgato einiges rausgebracht hat und ich habe mega Freude gehabt, wo das gekommen ist. Ich meine, Knöpfe auf dem Stream Deck sind ja schon cool, aber es gibt immer mal Sachen, wo man froh ist, wenn man die Hand dafür nicht muss brauchen und einfach mit dem Fuß auf eine Pedale drücken kann. Sachen, die man immer wieder verwendet im Stream. Bei mir wäre das zum Beispiel Mikrofon stumm schalten in der Mitte. Dann habe ich die Kamera ausblenden auf dem rechten Pedal und Audioeffekt, also einen Hall, den ich brauchen kann, auf dem linken Pedal. Und es ist halt schon sehr gäbig und ich will das Ding nicht mehr geben. Das heisst aber nicht, dass die Pedale genau gleich belegen müssen. In der Software kann man sagen, was auf welchem Pedal soll passieren. Man hat die gleiche Auswahl an Aktionen, wie man auch bei den Stream Deck Knöpfen hat. Und man kann auch ganze Aktionsabläufe auf die Pedale drauf machen. Also richtig geil, richtig geil. Ich habe es
wirklich jedem Streamer empfehlen, so ein Ding zu kaufen. Und wir schauen uns jetzt noch schnell an, wie das bei mir aussieht in der Software. Wie habe ich die Sachen konfiguriert. Wir schauen uns aber die Software nachher noch genauer an. Einfach schnell einen kleinen Einblick, dass ihr seht, das ist easy peasy konfiguriert. Das sind meine Einstellungen fürs Elgato Stream Deck Pedal. Wir sind hier in der Stream Deck Software drin, weil das ist der einzige Ort, wo wir sehen, was auf diesen verschiedenen Pedalen hinterlegt ist. Und das ist da, wo ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe hier so einen Hall-Effekt auf den linken Pedalen, auf den mittleren habe ich den Mute-Button. Das sind tatsächlich 2 Funktionen, die hier angesteuert werden. Aber was wir hier sehen, ist auf jeden Fall der Discord-Mute. Das heisst, im Discord werde ich auch gemutet, wenn ich die mittleren Pedale abdrücke. Und das ist wirklich auch hier Push to Mute. Das heisst, sobald ich wieder loslasse, bin ich nicht mehr gemutet. Ich habe auf der rechten Seite eine Streamer-Bot-Aktion hinterlegt, die meine Cam ein- und ausblenden tut im OBS. Da sehen wir übrigens auch die verschiedenen Plugins, so ein bisschen. Eben, das ist das Streamerbot-Plugin. Da für meinen Hall-Effekt habe ich ein Voice-Meter-Plugin installiert, das direkt meinen Voice-Meter ansteuert, das den Hall-Effekt ermöglicht. In der Stream Deck Software kann man übrigens auch mehrere Profile hinterlegen. Ich habe da noch ein paar andere Beispiele. Ich habe zum Beispiel das Profil für Discord-Calls, wo ich als Push to Mute habe, oder das Mute per Knopfdruck. Das heisst, ich drücke einmal und ich bin gemutet. Und ich bin immer noch gemutet, wenn ich die Pedale wieder loslasse. Das ist ein Toggle und das Gleiche. Aber wo ich auch, da wo ich höre, kann stumm schalten. Was ich zum Beispiel beim Arbeiten brauche, wir arbeiten mit Teams, da habe ich ganz einfach auf Pedale Teams-Funktionen gelegt. Es gibt tatsächlich ein offizielles Microsoft Teams Plugin fürs Elgato Stream Deck. Und da habe ich zum Beispiel auf dem linken Pedal Kamera ein- und aus und auf dem rechten Pedal Mikrofon ein- und aus. Wir machen weiter mit dem Wave XLR. Das Ding mal unboxen. Wir haben auch hier natürlich wieder Zubehör dabei. Wir haben auch hier Garantiebestimmungen, das Handbuch und das USB-C-Kabel zum Anschliessen am PC. Das Wave XLR selber. Auch hier schlichtes Design. Grosser Drehregler vorne, XLR-Anschluss hinten, USB-C und Kopfhöreranschluss hinten. Kommen wir zu den Spezifikationen. Wir haben einen kapazitiven Sensor oben zum Muten vom Mikrofon. Wir haben einen grossen multifunktionalen Drehknopf, wo man zum Beispiel den Input, Gain, die Lautstärke, den Mix kann regeln, sowie auch die Phantomspeisung ein- und ausschalten. Wir haben, wie wir schon gesehen haben, ein XLR-Input, 48 Volt Phantomspeisung, wir haben einen Kopfhörerausgang, USB-C-Verbindung und das Ding hat eine Anti-Clipping-Technologie integriert. Das heisst, wenn man mal ein bisschen laut wird, überschlägt es nicht. Ein XLR-Audio-Interface allein bringt natürlich nichts. Man muss ein XLR-Gerät anschliessen, sprich ein XLR-Mikrofon. Man könnte ein beliebiges Mikrofon anschliessen. Wir testen das Ganze aber mit dem Elgato Wave DX-Mikrofon, das wir noch schnell unboxen. Wir haben hier eine kleine Anleitung zum Mikrofon, wie man das Ganze muss anschliessen. Und das Mikrofon selber. Sehr schönes Design, wie ich finde. Wir haben auch einen Indikator, wo man reinreden beim Mikrofon. Wir haben auf der Unterseite einen XLR-Anschluss und Standardgewind für Stativ oder Mikrofonarm.
Kommen wir zu den Specs vom Elgato Wave DX. Es ist ein dynamisches Mikrofon mit dem Polarmuster Niere. Wir haben einen Frequenzgang von 50 bis 15.000 Hz, eine Impedanz von 600 Ohm. Das Mikrofon wird per XLR angeschlossen, also hat keinen USB-Anschluss. Maß sind 53 x 53 x 146 mm. Das Gewicht ist 440 Gramm und wir haben das Standard 5/8 Zoll Gewinde inklusive zwei Adapter, nämlich ein 1/4 Zoll und ein 3/8 Zoll Adapter. Bevor wir das Mikrofon testen, montiere ich das Mikrofon noch an einem Mikrofonarm montieren. Dank dem Standardgewind vom Mikrofon und den zwei Adaptern, die dazu geliefert werden, kann man eigentlich jeden beliebigen Mikrofonarm verwenden oder Mikrofonstativ. Wir haben uns aber natürlich ein Produkt von Elgato ausgewählt zum Testen, den Elgato Mic Arm, wo wir schnell unboxen und installieren. Der Wave Mic Arm kommt nicht in so einer schönen Box wie die restlichen Geräte, aber hey, es ist nur die Verpackung. Wir haben Tischklemme dabei, wir haben ein Gewicht, das man optional montieren kann, falls das Mikrofon zu leicht ist. Wir haben eine horizontale Verlängerung, diverses Zubehör und natürlich den Mikrofonarm selber. Das Zubehör, das wir dabei haben, sind zwei Gewindadapter sowie ein Imbusschlüssel. Wir montieren die Tischklemme am Tisch, was sehr einfach geht. Optional kann man eine horizontale Verlängerung 150 mm dran machen oder man kann auch den Mikrofonarm direkt an der Tischklemme montieren. Die Bewegung des Mikrofonarms finde ich sehr smooth, was mir sehr gut gefällt. Und hier noch schnell Spezifikationen zum Mikrofonarm. Wir haben eine horizontale Reichweite von 780 mm, eine vertikale Reichweite von 750 mm und das ohne Höhenverlängerung. Und das unterstützte Mikrofongewicht ist von 250 Gramm bis 1 Kilogramm. Wir schliessen hier natürlich das XLR-Kabel an. Und das XLR-Kabel kann man wirklich schön verstauen in diesem Arm. Für das einfach den Gummi entfernen, Kabel in den Kanal rein und Gummiabdeckung wieder drauf. Und das Gleiche machen wir auch im hinteren Teil. Also das geht wirklich sehr einfach und sorgt für Ordnung. Hier haben wir jetzt das Wave DX Mikrofon im Einsatz, installiert am Mikrofonarm, am Elgato Mic Arm. Und so tönt das Mikrofon. Ich habe übrigens die genau gleichen Einstellungen jetzt übernommen, wie ich auch für mein Mikrofon verwende, das ihr vorhin gehört habt. Erwähnenswert ist, dass das ein dynamisches Mikrofon ist, während mein AT2020, das ich sonst im Einsatz habe, ein Kondensatormikrofon ist. Grundsätzlich nehmen dynamische Mikrofone weniger Umgebungsgeräusche auf. Das ist manchmal ein bisschen das Problem, das man hat mit einem Kondensatormikrofon. Ich tue zum Beispiel jetzt auf der Tastatur schreiben. Einfach, dass der hört, wie viel von diesen Geräuschen das Mikrofon aufnimmt. Und da nochmal schnell der Vergleich mit dem AT2020, dem Mikrofon, das ich im Einsatz habe, ohne dass ich irgendwelche Umgebungsgeräusche per Software rausfiltere. Und auch da nochmal, wenn ich auf der Tastatur etwas schreibe. Theoretisch sollte das Wave DX einen integrierten Schockabsorber haben, also es sollte Vibrationen im Mikrofon direkt entfernen. Was ich aber gemerkt habe, ist, wenn ich da
ein bisschen den Arm antippen, hört man das, glaube ich, sehr gut. Das Gleiche auch, weil ja der Arm am Tisch befestigt ist, wenn ich auf dem Tisch so ein bisschen rumklopfe. Ich glaube, das wird sehr gut übertragen. Ich würde also ganz klar da nochmal zusätzlichen Schockabsorber respektive Mikrofonspinnen empfehlen. Ich glaube, es gibt von Elgato für das Wave DX kein entsprechendes Zubehör, aber es gibt natürlich viele Mikrofonspinnen, die universal sind, wo man das Mikrofon entsprechend auch montieren kann. Was vielleicht noch erwähnenswert ist zum Wave XLR, zum Audio-Interface, es bietet ein latenzfreies Monitoring an vom Mikrofon. Das heisst, es besteht die Möglichkeit, dass man sich selber auf den Kopfhörer hört. Ich habe das gerne, aber natürlich muss es latenzfrei sein, was hier möglich ist. Weil wenn man nur schon eine geringe Latenz hat, kann es sehr mühsam sein zum Reden. Was auch erwähnenswert ist, das Wave XLR ist eine sehr gute Wahl in Verbindung mit dem Shure SM7B, wo bekanntlicherweise ein bisschen mehr Verstärkung braucht. Bei vielen anderen Audio-Interfaces braucht das Shure SM7B zusätzliche Hardware, sprich ein Cloud-Lifter zum Beispiel, wo das Signal verstärkt. Das braucht es beim Wave XLR nicht, weil die Verstärkung schon hoch genug ist. Zum Mikrofonarm muss ich sagen, also nebst dem Geräusch, das man jetzt natürlich wahrscheinlich auf dem Mikrofon hört, ist es sehr smooth zum Verstellen, was ich echt nice finde. Also man kann das Mikrofon eigentlich immer so ein bisschen mitnehmen, wo man gerade hingeht. Das ist jetzt bei meinem Mikrofonarm, den ich habe, K&M, eher so ein bisschen ruckartig von den Bewegungen her. Und das smoothe Bewegen gefällt mir schon sehr bei dem Mikrofonarm. Was das Wave DX übrigens auch hat, ist ein integrierter Popfilter. Das ist etwas, was ich bei meinem AT2020 hier an der Spinne montiert habe. Das riesige Ding hier. Das ist beim Wave DX im Mikrofon drin, was ich auch recht cool finde. Und es funktioniert auch sehr gut, wie ich finde. Das ist ein Popfilter-Test. Kommen wir zu der Software. Damit das Elgato Stream Deck Plus sowie auch jedes andere Stream Deck und das Pedal können konfiguriert werden, braucht es natürlich Software, die läuft. Und diese Software schauen wir uns jetzt näher an. Wir haben vorhin schon reingeschaut, aber ich zeige euch jetzt noch die Möglichkeit, die man hat, die ganzen Funktionen, Aktionen und Plugins, die man verwenden kann. Let's go! So, wir sind durch die Stream Deck Software. Wir haben vorhin schon schnell einen Blick reingeworfen, schauen jetzt hier aber ein bisschen tiefer rein. Wir haben aktuell Stream Deck Plus ausgewählt. Man sieht übrigens auch alle Devices, die man angeschlossen hat von Elgato, die man konfigurieren kann. Es gibt die Möglichkeit, Profil anzulegen. Und ich habe hier ein leeres Profil erstellt. Und wir gehen jetzt hier mal schnell durch, was wir hier für Funktionen hat. Also übrigens, es gibt jenste Plugins, wenn man da drauf geht. Es gibt wirklich unzählige Plugins für alles Mögliche, wo man sich da zusätzlich installieren kann und wo die Funktionen vom Stream Deck noch mehr erweitern. Ich habe diverse installiert, ich habe aber jetzt hier zu Demo-Zweck viele auch wieder deaktiviert, weil sie sich nur verwirren. Wir fangen mal ganz oben an, das ist eines, das ich halt häufig brauche. Das ist tatsächlich ein installiertes Plugin, das ist also nicht etwas, das mitgeliefert wird. Ich brauche einen Streamerbot für meine Sachen on Stream, im OBS. Und da, für die es kennen, Streamerbot. Ich habe ein Plugin installieren für das Elgato Stream Deck, wo man nachher direkt Aktionen aus dem Streamerbot wählen kann. Ich habe es jetzt leider gerade nicht gestartet, aber wir können die Aktion wählen und die ist dann per Knopfdruck quasi ausführbar. Wir haben ein Soundboard, das ist auch von Elgato, das ist standardmäßig dabei. Man kann Audiofiles abspielen. Man kann tatsächlich auch wählen, auf welchem Device das soll ausgegeben werden. Und so kann man zum Beispiel im Discord
seine Kollegen nerven mit Sounds. Dann haben wir weiter auch Unterstützung für Streamlabs Desktop, für die das Streaming-Tool brauchen. Wir haben hier Funktionen wie, man kann eine Webseite aufmachen, per Knopfdruck kann hier die URL definieren. Wir haben Hotkeys, die wir auslösen können. Also man kann quasi sagen, hey, wenn ich auf den Button auf dem Stream Deck drücke, soll zum Beispiel die Taste F2 gedrückt werden. Und wir können Programm starten mit dieser Funktion. Hier einfach das Exe-File auswählen. Dann kann man das Programm per Knopfdruck starten. Ich kann vordefinierte Texte neu einfügen mit einem Button. Ich kann auch sagen, hey, da soll nachher direkt noch Enter gedrückt werden, zum Abschicken zum Beispiel. Wir haben Multimedia-Steuerknöpfe, zum Beispiel zum Abspielen, Pausieren, zum nächsten Track springen und so weiter. Dann haben wir Twitter-Funktionen. Ich kann zum Beispiel einen Tweet machen, den Namen ändern per Knopfdruck. Dann gibt es zum Beispiel auch Philips Hue-Anbindung. Das heisst, man kann Philips Hue Smart-Lampen ein- und ausschalten, Szenen wechseln, Helligkeit wechseln und so weiter. Für Streamer natürlich interessant sind Twitch-Funktionen. Das heisst, man kann per Knopfdruck eine Chat-Nachricht schicken, die vordefiniert ist. Man kann den Chat clearen, man kann diverse Chat-Modi aktivieren, man kann Werbung abspielen, man kann den Titel vom Stream per Knopfdruck ändern oder eine Markierung machen, was auch sehr nützlich ist. Und da finde ich auch noch wichtig, das ist wirklich eine coole Funktion. Man kann den Shield Mode per Knopfdruck aktivieren. Sollte irgendetwas Komisches passieren, eine Bot-Attacke oder ein Hate-Raid, kann man hier per Knopfdruck in Shield-Modus gehen. Wir haben diverse Funktionen für YouTube-Streaming. Wir haben, wie schon angetönt, Discord-Funktionen, wo man sich muten kann. Man kann den Voice-Channel per Knopfdruck changen. Also man kann wirklich den Voice-Channel auswählen und den Server auswählen und dann auch mehrere Knöpfe definieren. Und dann kann man quasi per Knopfdruck einen bestimmten Channel joinen. Das gleiche für Text-Channels. Und auch hier wieder für Streamer interessant. Ich finde das fast eine der wichtigsten Funktionen. Man kann OBS Studio, das Streaming-Programm, steuern. Man kann Aufnahmen starten, Stream starten, Replay-Buffer starten. Man kann Profil wechseln, Szenen wechseln, Quellen ein- und ausschalten. Audiosteuerung. Das wird nachher für 3 Rädchen interessant. Das schauen wir uns dort nochmal separat an. Genau, man kann Filter ein- und ausblenden. Dann haben wir hier, für die Elgato Keylights haben, die kann man auch ansteuern, man kann sie ein- und ausschalten, Helligkeit einstellen, Temperatur einstellen und so weiter. Multi-Action ist auch sehr interessant. Wenn man eine Multi-Action erstellt, kommt man auf die Ansicht, wo man wiederum Haufen Unteraktionen definieren kann, die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden. Das heisst, wir können zum Beispiel sagen, hey, wechseln auf Szene XY. Da können wir auch ein Delay reinmachen. Das heisst, nachher sollen wir zum Beispiel 2 Sekunden warten und anschliessend Szene nochmal wechseln. Plus vielleicht noch eine Quelle ein- oder ausblenden. Ich bin jetzt nicht mit dem OBS verbunden, darum dreht das Rädchen, aber man kann hier Szenen und Quellen dann auswählen und sagen, hey, das soll es anzeigen oder das soll es verstecken, als Beispiel. Da kann man wirklich ganze Aktionsabläufe definieren auf einem Button. Natürlich kann man diesen Buttons auch einen Namen geben. Und da, was ich vorhin schon angetönt habe, es gibt ein Microsoft Teams Plugin, wo man diverse Funktionen per Knopfdruck auslösen kann. Und wir wechseln da mal schnell auf das über, zu Dials. Das heisst, das sind Funktionen für 3 Regler. Da sind es ein bisschen weniger. Das heisst, nicht jede Funktion ist auf dem 3-Regler verfügbar, aber es gibt genug interessante Funktionen. Zum Beispiel kann man im OBS die Lautstärke von einer Quelle so steuern.
Auch hier, ich bin halt jetzt leider nicht mit dem OBS verbunden, aber man kann hier Quellen auswählen und anschliessend kann man auf dem Stream Deck Plus mit dem Drehregler die Lautstärke von dieser Quelle regeln. Sei jetzt das ein Mikrofon oder ein Video, das man abspielt oder eine Soundquelle. Man kann auch hier Programm definieren, das die Lautstärke regeln. Man kann im Dropdown auch dann definieren, für welches Programm das die Lautstärke soll geregelt werden. Zum Beispiel für Teams. Und dann kann man auf dem Stream Deck Plus die Lautstärke von Teams regeln. Das macht natürlich Sinn für Programme wie zum Beispiel Browser oder Spotify und so weiter. Das Mikrofon bzw. das Audio-Interface kann man theoretisch auch ohne die Elgato-Software benutzen. Natürlich kann man erst mit dieser Software von Elgato das ganze Potenzial ausschöpfen von dem Gerät. Und auch diese Software, Wavelink heisst sie, schauen wir uns jetzt schnell an. Elgato Wavelink Software, da sind wir jetzt drin. Wir schauen da mal schnell rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Software, wo ich mich noch nicht gross auskenne, im Gegensatz zu der anderen Elgato Software. Aber wir schauen mal schnell die grundlegendsten Funktionen an. Das Elgato Wave XLR ist erkannt worden. Wir haben das Gerät angeschlossen. Man kann hier auch schon die ersten Einstellungen machen. Man sieht hier die Firmware. Man kann die Sample Rate bestimmen. Interessanterweise sind nur die zur Auswahl, also 48 kHz und 96 kHz. Man kann hier die Phantomspeisung ein- und ausschalten. Man kann die Eingangsverstärkung hier regeln. Und diverse Einstellungen zum Kopfhöreranschluss, Audioverbesserungen, wie zum Beispiel ein Low-Cut-Filter. Der Clip-Guard, der sehr interessant ist, kann man hier ein- und ausschalten. Den würde ich auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Man kann hier auch diverse Farbeinstellungen vornehmen. Jetzt ist ja das Ganze eigentlich so ein bisschen eine Mixing-Software, also es ist ein Software-Audio-Mixer und das erste, was wir hier mal haben, ist die Lautstärke vom Mikrofon, das heisst vom XLR-Gerät, wo wir am Wave XLR angeschlossen haben. Und was ganz wichtig ist, wir haben zwei verschiedene Ausgänge. Und eins ist eigentlich das, was man selber hört, wo man auch definieren kann, welches Gerät soll das genau sein. Also wir haben den Monitor-Mix und wir haben den Stream-Mix. Und das heisst, der Stream-Mix ist eigentlich das, was beim Stream rausgeht. Das, was wir ins OBS hineinschicken. Und diese beiden Sachen können wir separat steuern pro Eingang. Das finde ich noch sehr interessant. Das heisst, jetzt haben wir hier zum Beispiel das Mikrofon. Da können wir sagen, wir wollen uns selber ein Solo hören oder gar nicht hören und im Stream selbst aber mit 100% oder whatever raus. Wir können das Ganze auch linken. Das finde ich auch mega cool. Wenn das jetzt verlinkt ist, dann hängen die beiden Regler zusammen. Was mir auch aufgefallen ist, hier unten das Symbol, wir können hier Audioeffekte hinzufügen und das sind, soweit ich das verstanden habe, VST-Plugins, die man hier implementieren kann, was ich mega nice finde. Es gibt diverse VST-Plugins, die ich für meinen Stream auch verwende und das hier ist sicher schon mal eine mega geile Funktion, die ich gar nicht erwartet habe, dass das drinnen ist. Wir können hier weitere Eingänge hinzufügen. Und jetzt wird es eben interessant. Wir können sagen, hey, wir wollen einen Eingang, respektive einen separaten Regler für zum Beispiel unsere Musik haben. Auf diesen Eingang können wir zum Beispiel dann Spotify abspielen lassen und dann können wir Spotify-Lautstärke auch hier wieder für den Stream regeln und für uns. Das heisst, wir wollen vielleicht die Musik leislicher hören und für den Stream selbst ein bisschen lautere Lautstärke sein. Und wir können das Ganze auch wieder lenken, damit das immer im gleichen Verhältnis mitregelt. Und wir können hier
wirklich diverse Kanäle einrichten. Man kann auch sagen, hey, wir haben eine Lautstärkensteuerung für den Browser, wo man dann zum Beispiel Chrome oder Firefox oder whatever draufschicken auf den Kanal. Wir haben einen Kanal für das Game. Das heisst, wir können das Game so konfigurieren, dass es auf diesem Kanal rausgeht. Das sind übrigens alles dann auch Windows-Geräte, die sichtbar sind, also virtuelle Audiogeräte, wo Windows sieht. Und so können wir dann auch den einzelnen Programmen sagen, hey, du gehst auf dem Gerät oder auf dem virtuellen Gerät raus, wo wir nachher hier wiederum im Wavelink innen steuern können. Ich füge hier nochmal eins dazu. Man kann zum Beispiel auch sagen, hey, Voice Chat, also man hat hier wirklich schöne Presets. Voice Chat, zum Beispiel Discord. Also Discord auch wieder separat gesteuert. Und auch da, das ist eine mega coole Funktion, dass man kann sagen, hey, ja, ich will, ups, jetzt habe ich eigentlich etwas gleich. Ich will Discord natürlich in voller Lautstärke hören, aber im Stream soll Discord vielleicht nicht mit voller Lautstärke übertragen werden, weil das ja nicht der Fokus vom Content sein soll. Wir haben hier Presets für System, Soundeffekte, AUX 1 und 2 und wir können natürlich hier auch Geräte wählen. Das heisst, jedes Audiogerät, das irgendwie rum ist, sei es jetzt Voice Meter, wird mir hier noch angezeigt, weil ich das installiert habe, diverse virtuelle Outputs, die ich auch installiert habe, sowie auch Camlink Pro wird hier angezeigt. Aber wir können auch ein Device wählen, das wir nachher regeln können. Also mega interessant. Wir gehen noch schnell in die Optionen reinschauen, was wir hier haben. Wir können nach Updates suchen. Wir haben hier die Einstellung zu den Audioeffekten, genau VST-Effekt, den ich vorhin erwähnt habe. Man kann definieren, wo die VST-Plugins abgeleitet sind, kann die Ordner scannen und kann nachher die VST-Plugins hier in dieser Software verwenden. Genau, das als kleiner Einblick in die Wavelink-Software. Ich finde es mega übersichtlich aufgebaut, gut bedienbar, es hat wirklich nette Funktionen, wie VST-Effekt und das Verlenken von den Lautstärkeverhältnissen, dass man eben genau auch eine Stream-Ausgabe hat und eine Kopfhörer-Ausgabe, die man separat regeln kann. Echt nice. Fazit. Ich bin ein riesen Elgato-Fanboy, das muss ich zugeben, und Stream Deck Plus ist wirklich ein geniales Teil und allgemein Stream Decks und auch das Pedal. Ich kann das jedem Streamer empfehlen. Die Stream Deck Software wird auch regelmäßig aktualisiert und es kommen immer wieder neue Features dazu. Das Wave DX Mikrofon ist meiner Meinung nach sehr gut verarbeitet. Es ist ein gutes, dynamisches Mikrofon. Ich persönlich bevorzuge aber immer noch mein AT2020, wo günstiger ist, by the way, und wo meiner Meinung nach ein bisschen besser tönt. Aber das ist Geschmackssache. Das Wave XLR, minimalistisches Audio-Interface mit coolen Bedienungsmöglichkeiten, und eine Software Wavelink, die echt nice ist, muss ich sagen. Ich finde es cool. Ich vermisse persönlich aber zusätzliche Eingänge, zusätzliche XLR-Eingänge. Und was mir auffällt, sind DSP, also Onboard DSP-Effekt. Das hat das Gerät nicht. Steinberg UR22C, das ich verwende, hat zum Beispiel DSP-Effekt, das heisst, man kann einen Kompressor oder einen Equalizer direkt auf dem Gerät laufen lassen. Aber ich sage jetzt mal für Streamer, die nicht mehr Eingänge brauchen und sich ein simples Audio-Setup wünschen, mit einer guten Software tatsächlich auch, für die kann ich es tatsächlich empfehlen. Sei es jetzt mit einem Elgato-Mikrofon oder zum Beispiel in einem Shure SM7B. Go for it! Und das Audio-Interface lässt sich natürlich auch sehr gut in das ganze Elgato-Ökosystem einbinden, was auch ein sehr grosser Vorteil ist. Ich kann viele Funktionen nachher auch mit Stream Deck bedienen oder mit dem Pedal.
was wirklich auch nice ist. Der Mikrofonarm von Elgato ist sauber verarbeitet, man kann Kabel sehr schön verstecken. Es hat meiner Meinung nach eine der besten Tischklemmen, die ich jemals getestet habe. Also das Ding hebt wirklich stabil am Tisch. Und der Mikrofonarm lässt sich auch sehr sanft verstellen, im Gegensatz zu meinem K&M-Mikrofonarm, was mir auch sehr gut gefällt. Weil ich aber meinen Mikrofonarm direkt am Tisch mit Schrauben montiert habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt wechseln. Und ich muss auch ehrlich sein, mir gefällt jetzt zum Beispiel das schlanke Design besser als das vom Elgato. Aber trotzdem bekommt der Elgato Mic Arm eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Wirklich ein guter Mikrofonarm. Elgato-Produkte insgesamt überzeugen mich als Streamer halt immer wieder. Wie gesagt, ich bin ein Fanboy, das muss ich zugeben. Und ich bin gespannt, was in Zukunft von Elgato sonst noch so für Produkte kommen. Ich würde mir natürlich ein Audio-Interface wünschen, das mehr Eingang hat als das Wave XLR, wo vom Funktionsumfang sich vielleicht mit dem Go XLR kann anlegen kann. Vielleicht mit Fader, motorisierte Fader und mit Onboard DSP-Effekt bitte. Das wäre mega cool. Ich hoffe, euch hat der Tech Talk gefallen. Alle Produkte gibt es natürlich bei uns im Shop. Und wir sehen uns entweder im nächsten Stream auf Twitch oder im nächsten Tech Talk. Bye bye.